Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, diesmal vor dem 32. Bundesligaspieltag bei RB Leipzig. Meine Einschätzung zum Spiel und wie würde ich die Mannschaft aufstellen. Und wir gucken mal, wie sie sich wahrscheinlich aufstellt. Ist ja eigentlich auch ein No-Brainer. Gibt nur ein, zwei Positionen, über die man ein bisschen reden kann, wa? Bei RB Leipzig, ja, für RB Leipzig geht es natürlich um die Champions League Quali, wa? Da ist ja, also um den Champions League Platz. Die haben auf jeden Fall Druck. Ich erwarte, dass die offensiv spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich hinten reinstellen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir sehr wahrscheinlich was Schnelles in der Mitte sehen werden, anstatt einen jungen Spieler. Aber wer weiß. Ja, unsere Abwehrreihe ist natürlich wild unterwegs, aber gut, so ist es halt. Ich denke, mein Tipp wird 1-3 sein. Nichtsdestotrotz, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bekommen, ist alles gut. Ja, da müssen wir nicht rumdiskutieren. Ja, Leipzig, wenn die eine gute Form haben, ist natürlich ein starker Gegner, gar keine Frage. Aber auch super unkonstant dieses Jahr und ja, wir wollen Meister werden. Punkt. Ja, man muss da Leistung bringen. Also von daher, mein Tipp 1-3, wird kein leichtes Spiel, kann natürlich auch eine komplett andere Richtung nehmen. Ja, haben wir dieses Jahr auch schon gesehen bei uns, aber es sind keine englischen Wochen mehr. Wir haben immer eine Woche Zeit. Also von daher erwarte ich ein gewisses Leistungsniveau bei unserem Club. Und von daher für mich ein 3-1, Leute. Und damit gehen wir mal rein, wie ich aufstellen würde. Für mich hat ein Ubich im Tor zu stehen, ohne Wenn und Aber. Ja? Ich weiß, Manuel Neuer wird heute entschieden, ob er spielfit ist oder nicht. Gehört für mich nicht mehr ins Tor. Sag ich euch, wie es ist. Punkt. Ja? Ich finde es eine Farce. Ich meine, wenn Obich jetzt nicht überzeugt hätte, alles gut. Dafür hast du mit Manu verlängert. Ja, dann hättest du gesagt, komm, Manu, let's go. Wir nehmen nochmal ein bisschen Druck weg vom Obich. Aber er hat überzeugt. Ja, er hat für mich überzeugt und es gibt keinen Grund, jetzt einen jungen Torwart, der gerade dabei ist, sich zu etablieren, seine Form hat, den jetzt rauszunehmen, um was zu machen. Um alten Sack reinzustellen, der alles gewonnen hat. Es sind jetzt Spiele, keine Ahnung, die sind jetzt nicht, wo der super Druck drauf ist. Wir sind Meister, auch selbst wenn das Spiel jetzt verlieren solltest in Leipzig, dann bist du eine Woche später Meister. Jetzt soll man dem wieder die Spielpraxis wegnehmen und da einen Torwart hinstellen, der am Ende seiner Karriere ist und noch ein Jahr Vertrag hat. Das ist eine Farce. Ja? Es ist schön, dass Neuer noch da ist. Der Ubich kann mit Sicherheit einiges mitnehmen im Training und so weiter. Und wenn Neuer ein feiner Kerl ist, kann er ihm auch ein paar Tipps geben und sowas. Aber ansonsten ist Manuel Neuer die Nummer 2, Alter. Ja, das wäre der Move in der neuen Saison. Punkt. Gib Manuel Neuer meinetwegen die Pokalspiele, Champions League-Spiele und Ubich spielt die Bundesliga und dann ist alles fein. Ja? Aber nicht umgekehrt. Du kannst dich wieder Neuer ins Tor stellen als Nummer 1 und Ubich da 5, 6 Spiele geben. Also wäre jetzt super unsicher gewesen und hätte nicht überzeugt. Ja, gut, dafür hast du verlängert mit Manu, um diese Sicherheit zu haben. Ja, aber das ist nicht der Fall. Er hat überzeugt. Und zwar auf ganzer Linie. Ja. Eine Farce, dass das wird wieder geändert werden. Machen wir uns nichts vor. Wenn Manuel Neuer fit ist, wird er im Tor stehen. Ja, das ist eine Katastrophe. Gut. Normalerweise machen wir ja den Move hier. Harry Kane, safe vorne drin. Harry Kane ist gesperrt. Ja, selber schuld. Dumme Aktion gewesen, von daher kein Harry Kane. Bei mir wird ein Thomas Müller spielen. Ich glaube noch nicht immer, dass ein Thomas Müller spielen wird. Aber bei mir würde er spielen. Thomas ist auch auf Abschiedstournee, genau wie Eric Dyer auf Abschiedstournee ist, was super schade ist, aber so ist es halt. Verständlicherweise. Mache ich ein kleines Extra-Video zu, könnt ihr euch gerne dann anschauen. Joa, ansonsten Michael ist ja zum Glück noch da für die rechte Seite. Und Leroy, ja, eigentlich brauchst du ihn nicht aufstellen. Hat ja letztes Spiel ein gutes Spiel gemacht. Ja, dann ist es meistens nix. Vorne würde ich einen Serge reinstellen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Leipzig muss was machen. Leipzig kann sich nicht hinten reinstellen, Alter. Für die geht es um die Champions League Plätze und die spielen zu Hause. Das letzte Spiel verloren, also wenn die sich hinten reinstellen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja. Von daher gehe ich davon aus, dass wir Raum kriegen und dann macht natürlich so Sané, Gnabry, Olisse da vorne Sinn.
Dazu noch Müller, der da rumwuselt. Ähm, ansonsten kannst du natürlich auch Guse Asare vorne reinstellen, wenn die sich doch defensiver verhalten sollten, weil dann brauchst du einen, der da die Innenverteidiger auch bearbeitet. Das ist mit Sicherheit kein Serge Gnabry und kein Sané und auch kein Thomas Müller. Ne? Ähm, das muss man dann muss man halt reagieren und auswechseln. Ne? Ganz einfache Kiste. Gut. In der Innenverteidigung, ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Ne? Ich weiß nicht, wie es gerade aussieht. Ich kann gar nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ein Minjay spielbereit ist oder nicht. Oder ich weiß, dass ein Airbag da ist. Ja. Und das war's. Ansonsten, ich weiß es nicht. Ne? Wenn Kim natürlich fit ist, würde ich einen Kim da hinstellen. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn er nicht fit ist, natürlich ein Stunny. Ne? Stunny ist für mich die logische Alternative und auch die spielstärkere Alternative. Und ich denke, mit Sicherheit auch keine schlechte Alternative. Problem ist natürlich, linke Verteidiger-Posi, dass ein Guerrero wohl auch nicht da ist. Von daher brauchst du einen Stanisic eigentlich auf der linken Seite. Aber da musst du zur Not halt einen Conny Leimer dahinstellen. Obwohl ich ihn eigentlich eher im Mittelfeld sehe, gerade gegen Leipzig. Bei mir, brauchen wir nicht drüber reden, spielt ein Kimmich rechts. Ja, das werde ich auch nicht müde aufzustellen. Zack, fertig. Gut, wie gesagt, ich denke auch, das wäre ein Spiel für ein Palhinha. Leipzig wird mit Sicherheit offensiv agieren. Alles andere würde mich auf jeden Fall überraschen. Von daher macht da ein Palhinha Sinn. Und natürlich davor die spielerische Lösung mit Pavlovic. Ich stelle es mal so in der Reihe. Pavlo hat ein gutes Spiel gemacht, ist wieder auf einem guten Weg. Und ich denke, wenn er einen defensiven Part hinter sich hat, kann er sich noch ein bisschen mehr auf das Spiel gestalten konzentrieren, was er sehr gut kann. Und ja, das ist es. Ne? Jetzt brauchen wir natürlich noch einen linken Verteidiger. Wie gesagt, wer sollte ein Stunny frei sein? Ein bisschen Stunny hier hinstellen. Das machen wir jetzt einfach auch mal. Und wenn nicht, muss halt die Notlösung Conny Leimer dahin. Ja. Ansonsten, wenn wir Thema Pressing reden und so weiter, kannst du sonst natürlich auch einen Conny Leimer ins zentrale Mittelfeld stellen. Also wenn du ein bisschen offensiver agieren willst, spielst du mit Conny Leimer und Pavlovic und nicht mit dem Palhinha. Ja. Das ist natürlich dann ein bisschen offensiver, ein bisschen mehr auf Pressing ausgelegt. So würde ich den Bums angehen. Ja. Können die natürlich auch ein bisschen hochschieben hier. Also. Aber mit ein paar Linien, denke ich, hast du halt auch, ja, mach den Fall weg. Hast natürlich auch mehr Möglichkeiten, dass du auch mal eine Dreierkette bilden kannst. Ja. Gerade in Eric Dyer ist super Dreierketten erfahren. Du kannst natürlich auch gleich mit einer Dreierkette starten, aber das wird die Mannschaft wahrscheinlich dann gar nicht mehr verpacken. Von daher 4-2-3-1, was wir seit 300 Jahren gefühlt spielen. Alles gut, kannst du erstmal beibehalten. Vorne haben wir natürlich nicht mehr viel. Wir haben Kingsley Coman, dann haben wir noch den Azara, wir haben Karl, das sind unsere Jugendspieler, die sehr wahrscheinlich hinten dran stehen werden. Ja, ansonsten haben wir keine Alternativen mehr. Ja, auch hinten haben wir keine. Wir haben noch einen Leon Goretzka, ja, der könnte zur Not auch noch in die Innenverteidigung oder im Mittelfeld. Und das war's. Das sind unsere Alternativen, die da sind. Ja, also ist nicht mehr so viel übrig aktuell. Aber nochmal, ja. RB Leipzig kann eine gute Mannschaft sein, haben sie gezeigt, aber guckt euch allein die Champions League-Saison von RB Leipzig an. Ich denke, das zeigt das Leistungsniveau. Ja, werden wir natürlich so nicht sehen, die Aufstellung. Ja, ich gehe davon aus, dass ein Kimmich in der Mitte spielt, dass ein Stanley Ding spielt, dass ein Kim in der Innenverteidigung spielt, dass ein Conny Leimer Rechtsverteidiger spielt. In der Mitte neben Kimmich wird sehr wahrscheinlich Pavlovic spielen, das glaube ich schon. Rechts wird ein Ulisse spielen, links ein Nieboy. Ob er Müller aufstellt, ja, wahrscheinlich ist wenig Auswahl sonst da. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch einen Gnabry vorne reinstellt und nicht gleich einen Jugendspieler da zünden wird. Aber das werden wir mal sehen. Ja. Es geht jetzt darum, die Meisterschaft einzutüten, deswegen würde ich jetzt hier auch keine großen Experimente mit Dreierkette machen. Lohnt sich am Ende eh nicht, weil Eric Dyer am Ende der Saison weg ist. Macht also auch keinen Sinn zu sagen, komm, wir testen jetzt mal eine Dreierkette da an mit dem Airbag als Leader. Auch ein Palhinha wird natürlich nicht passieren. Palhinha ist durch. Palhinha wird nicht mehr beim FC Bayern sein nächste Saison. Der Zug ist leider auch abgefahren. Ja, so ist es halt. Ja.
am Ende auch wurscht. Wir werden die Meisterschaft eintüten, ob jetzt diese Woche oder nächste Woche, werden wir sehen. Und in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch ein super duper Wochenende, ein gutes Spiel gegen Leipzig. Ja, und vielleicht werden wir Meister. Ansonsten eine Woche später. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.